Bayern-Boss mit klarer Ansage an die AfD. Denn für den 70-Jährigen ist ein AfD-Politiker in einem Gremium des deutschen Fußballrekordmeisters ausgeschlossen. Nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen bei einer Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingestuft wird, unsere Gesellschaft spaltet und versucht, unsere Demokratie auszuhöhlen, sagte Heiner in einem Interview des Sportbild. Der Bayern-Präsident verwies zudem darauf, dass es nicht mit der Satzung des Rekordmeisters zu vereinbaren wäre. Der FC Bayern ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und die freiheitlich-demokratische Grundordnung in der Bundesrepublik ein einzigartiges Gut. Damit dürfte Heiner auf einer Welle mit den Anhängern des FC Bayern liegen. Zumindest mit einigen. Die Fans der Münchner sind seit jeher bekannt für ihre politische Position gegen rechts. Auch am Dienstag appellierte die Südkurve beim Spiel gegen Celtic Glasgow mit einem Banner gegen einen möglichen Rechtsruck in Deutschland. In Gedenken an den Anschlag in München vergangene Woche schrieben die Fans bestürzt in tiefer Trauer und gegen die gesellschaftliche Spaltung. Generell macht sich Heiner wegen des Erstarkens der AfD und eines Rechtsrucks in Deutschland sehr große Sorgen. Fußball und Sport seien ihr Kerngeschäft, sagte er. Aber es gibt gewisse Punkte in einer Gesellschaft, da sollten ein Verein und seine Persönlichkeiten aufstehen und ihre Stimme erheben. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video hier auf meinem Kanal. Ja, und ich bin jetzt kein Verein, keine sportliche Institution oder sonst irgendwas. Ich stehe auch nicht auf, um meine Stimme zu erheben. Ich bleibe jetzt einfach sitzen und erhebe trotzdem meine Stimme und werde jetzt mal ein paar Worte zu der ganzen Sache sagen. Erstmal Chapeau an Herr Heiner, ja, für dieses klare Statement, auch kurz vor der Wahl. Ich würde mir wünschen, wenn das der eine oder andere mehr tun würde. Leider passiert das sehr wenig, aber vielen lieben Dank dafür an Herbert Heiner und da ist er in meinem Ansehen auf jeden Fall um einige Oktaven gestiegen. Ja, man hat ja sonst immer so das Gefühl, dass er eher so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wenig Charisma hat oder sowas, aber das war schon ein klares Statement und ein richtiges und wichtiges. Gut, erstmal für die Leute, die das hier nicht interessiert oder die sagen, ey, bleibt mal beim Fußball, mach hier keine Politik. Wenn euch das nicht gefällt, dann geht. Ja, fertig. Das ist mein Channel. Ich mache das, wie ich das für richtig halte. Und mir ist das Thema gerade sehr wichtig. Und wie ihr gesehen habt, ist es auch unserem Präsidenten wichtig. Ja, und sollte jedem Bayern-Fan wichtig sein. Erst recht, wenn man sich vielleicht mal mit der Gründung des FC Bayern auseinandersetzt. Und von daher, ja, wie gesagt, wenn euch das stört, sorry, Leute, dann geht woanders schauen. Ist doch kein Problem. Ja. Gut, ich habe ja in den letzten beiden Videos dazu aufgerufen, dass man wählen gehen sollte und man sollte nicht die AfD wählen, ja, man sollte keine rechte Partei wählen und ja, oh Wunder, es gab Empörung, ja, es gab Empörung. Ich bin ein linksgrün Versiffter und hast ja nicht gesehen und ja, Leute, gönnt euch, ist mir auch egal, ob ihr 400, 500, 1000, 5000 oder am Ende 3 Abonnenten überbleiben auf meinem Kanal. Ja, das ist mir egal. Wenn ich hier wirklich einen Kanal haben sollte, wo ein großer Teil rechte Spinner sind oder irgendwelche anderen dummen Menschen, ja, dann wird es Zeit, die Leute hier auszusortieren. Ja, und von daher hier nochmal ganz klar der Hinweis. Leute, solltet ihr die Absicht haben, die AfD zu wählen und dies tun, dann bitte verpisst euch von meinem Kanal. Ja, ich brauche hier keine Rechten, ich brauche hier keine Idioten, keine dummen Menschen. Und schon gar nicht, weiß ich nicht, wie man allein im Sport auf die Idee kommen kann. Ja, ich glaube, ich kenne keine deutsche Mannschaft, die ausschließlich aus deutschen Spielern besteht und schon gar nicht der FC Bayern. Ja. Von daher so eine Ideologie zu wählen, ja, das ist, entweder ist man wirklich komplett vernagelt im Hirn, ja, oder man ist halt einfach rechts, ja, oder rechtsextrem oder whatever, ja. So, andere Möglichkeiten gibt es halt nicht. Gut, das mal zur AfD, war. Leute, der eigentliche Grund dieses Videos, erstmal das Chapeau an Herbert Heiner für die klaren Aussagen und für mich wichtig, Leute, geht einfach wählen, ja.
Es war noch nie so wichtig in den letzten paar Jahren, dass man wählen geht. Ja? Ich verstehe jeden, der gefrustet ist, durch die letzte Regierung oder die Regierung davor oder der denkt, es ändert sich sowieso nichts und so weiter. Leute, es bringt aber nichts aus Trotz, entweder eine rechte Partei oder eine mutmaßlich rechtsextreme Partei zu wählen. Das wird ja vom Verfassungsschutz überprüft. Ähm, Das ist mit Sicherheit keine Lösung. Ja? Und es ist auch keine Lösung zu sagen, ich gehe gar nicht wählen und stärke damit die AfD wählen. Ja? Weil logisch, wenn wenig Leute wählen gehen, aber die ganzen Rechten die AfD wählen gehen, hat natürlich die AfD von den wenigen, die wählen, viele Prozente. Gehen aber viele Leute wählen, die nicht rechts wählen, werden die Prozente natürlich kleiner. Ja? Deswegen ist es bei dieser Wahl super, super wichtig, wenn ihr nicht rechts seid, kein rechtes Gedankengut habt, ja, an die Demokratie glaubt, dann solltet ihr wählen gehen, Leute. Und dann ist es am Ende des Tages, ja, natürlich nicht ganz egal, welche Partei man wählt, aber am Ende des Tages bleibt es euch überlassen und am Ende des Tages ist es scheißegal, solange ihr nicht die AfD wählt. Ja? Wenn ihr super unentschlossen seid oder ihr seid super, super genervt irgendwie ähm, von der ganzen Politik und ihr wisst nicht, was soll ich wählen, was macht welche Partei, dann gibt es Wahlomat und ähnliches. Ich verlinke da auch mal ein, zwei Links in der Videobeschreibung. Ähm, Da könnt ihr einfach ein paar Fragen beantworten. Ja, es gibt auch neben dem Wahlomat noch eine Seite, verlinke ich euch. Da wird euch auch die Frage erklärt, wenn ihr nicht genau wisst, worum geht es da. Ja, ich weiß nicht, es beschäftigt sich ja nicht jeder mit Politik. Ja, ich habe mich auch jahrelang super wenig mit Politik befasst. Ich habe mich dieses Jahr auf jeden Fall extremer mit Politik beschäftigt, so wie ich es bisher noch nicht getan hatte. Liegt vielleicht einfach daran, dass ich ein alter Sack werde und die Zeichen der Zeit und die Gesellschaft mir generell gerade nicht so ganz passt. Anderes Thema. Ähm, von daher, ich brauche kein Wahlomat zu machen, um zu wissen, welche Partei was möchte und meine Wahlentscheidung ist gefallen, das ist gar kein Problem. Aber wenn man da unentschlossen ist, dann macht das gerne. Ja? Und dann seht ihr, mit welchen Parteien ihr übereinstimmt. Es gibt keine Partei, wo auch ich nicht sagen kann, jo, das ist 100% das, die vertritt genau das, was ich will. Das gibt es nicht. Das wird es auch nicht geben, Leute. Ja? Deswegen, ihr müsst euch für euch persönlich so die 3 Kernpunkte raussuchen, was ist euch wichtig. Ja? Ist es euch wichtig, dass Mieten bezahlbarer werden? Ist es euch wichtig, dass ihr als Normalverdiener ein paar Euros mehr in der Tasche habt? Ist es euch wichtig, dass die Infrastruktur, dass es wieder bessere Straßen gibt, genug Kindergärten, bessere Schulbildung und so weiter und so fort? Ähm, Sucht euch 2, 3, 4 Kernthemen raus, die für euch super wichtig sind. Ja? Und dann vergleicht das mit den Parteien. Ganz einfache Kiste. Ja? Ähm, und da muss man bei anderen Themen halt ein paar Abstriche machen. So ist das in einer Demokratie. Ja? Deswegen leben wir in einer Demokratie. Ähm, Das ist mein Tipp und das ist mein Anliegen. Leute, geht einfach wählen. Ja? Geht einfach wählen. Und wenn es eine Kleinstpartei ist, es gibt super, super kleine Parteien, zum Beispiel die Tierschutzpartei, oder die jetzt ja nicht mehr nur Tierschutzpartei heißt, sie hat ein super starkes Wahlprogramm als Beispiel. Ähm, Es gibt viele, viele Parteien. Ja? Und keine Ahnung, aber einfach zu resignieren und zu sagen, ich gehe jetzt nicht wählen und man stärkt damit passiv die rechten Wähler, ist scheiße, Leute. Ja? Deswegen nochmal mein Appell an euch, wollt ihr nicht rechts wählen, dann geht bitte wählen, Leute. Es ist super wichtig. Ja? Das sind einfach Prozente, die dann den Rechten fehlen. Ja? Ähm, Es wäre ein Trauerspiel, wenn die AfD irgendwie massig Prozente hat, weil die Rechten alle wählen gehen und wir irgendwie ja, aus Verdrusstheit, aus Resignation nicht wählen gehen und dadurch so eine rechte Partei stärken. Und das wird passieren, ja, wenn wir nicht alle wählen gehen, die eine demokratische Partei wählen möchten. Wir können jetzt noch tiefer in das Thema einsteigen. Will ich gar nicht, Leute. Es ist hier kein Politikvideo, es ist einfach ein Aufruf,
dazu, dass ihr wählen geht. Ja? Und wenn ich hier nur eine Handvoll Leute erreiche, dass ihr vielleicht doch wählen geht, obwohl ihr nicht wählen gehen wolltet, ey, Daumen hoch. Ja? Ähm, Ihr müsst euch auch keine Angst haben oder sonst irgendwas, weil ihr jetzt denkt, oh ja, jetzt fährt er seinen Kanal vor der Wand oder sowas. So eine Kommentare oder Nachrichten bekomme ich auch. Leute, drauf geschissen. Ja? Ich sag's euch, wie es ist. Ähm, Ich komme auch nicht mit dem Argument klar, Politik hat im Fußball nichts zu suchen. Das habe ich eine andere Meinung zu und das hat unser Präsident auch, wie ihr gehört habt. Und man sollte klare Kante zeigen, das tue ich hiermit, ja. Und meine Meinung wird sich nicht ändern. Ja. Und wenn ich hier, keine Ahnung, nächste Woche nach der Wahl nur noch mit 100 Abonnenten hier sitze, dann ist das so, Leute. Das saß ich vor 2,5 Jahren auch, ja. Das ist mir egal. Ich möchte hier einfach keine rechten oder super dummen Menschen haben, die aus was weiß ich für Gründen die AfD wählen. Ja. Jeder, der die AfD wählt und nicht rechts ist oder rechtsextrem, der sollte sich mal wirklich mit der Partei auseinandersetzen. Ja. Ich weiß, das tut ihr nicht, weil ihr einfach in eurer Bubble lebt und eher irgendwelchen Idioten auf Instagram sei schon in Telegram-Gruppen vertraut oder sonst was. Beschäftigt euch mal mit dem Parteiprogramm der AfD, ja, und was da drinne steht. Ja. Da steht nicht drinne, der normale Mensch, der normale Arbeiter hat, wenn die AfD an der Macht ist, mehr Geld in den Tisch. Das ist nämlich das genaue Gegenteil. Nur ein kleines Beispiel. Ja. Ähm, Ich weiß, ich erreiche damit keinen, der die AfD wählen will mit diesem Video. Ja. Das ist auch alles gut. Ja. Schreibt in die Kommentare, dass ihr, was weiß ich, dass ich ein linksgrün Versiffter bin, sonst was. Ist mir scheißegal, Leute. Ich meine, ihr wisst noch niemals, was ich wähle, ja, aber ihr könnt mir das gerne vorwerfen. Ich lasse mich gerne als linksgrün Versiffter betiteln. Habe ich persönlich gar kein Problem mit. Ja. Von daher, let's go. Gönnt euch. Ja. Und ansonsten nochmal zu guter Letzt, wenn ihr die AfD wählt, verpisst euch einfach von meinem Kanal. Weil, A, ihr seid ein Rechter oder ein Rechtsextremer oder ihr seid ein komplett vernagelter, dummer Mensch. Ja, das sind die beiden Optionen. Das sind die beiden, was aus meiner Sicht AfD-Wähler sind. Ja. Oder viele, ja, aber das zähle ich mal unter dumm, die das als Ausrede suchen, dass irgendwelche Ausländer hier sind und sie zu Hause arbeitslos faul rumliegen. Ja. Anderes Thema, wie gesagt, das geht dann schon wieder zu weit. Nochmal, letzte Wiederholung, Leute, geht einfach wählen. Ja. Es ist besser, eine Partei zu wählen, selbst wenn es eine kleine Partei ist. Auch die freuen sich, was eine demokratische Partei ist, als nicht wählen zu gehen, Leute. Ja. Also, bitte, 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 geht wählen. Ja. Was ihr am Ende des Tages wählt, ist schnurzpiep egal, solange es nicht die AfD ist. Und damit habe ich fertig, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Wir sehen uns entweder Samstag im Livestream oder vorher hier auf YouTube, wenn es in die Vorbereitung auf das Frankfurt-Spiel geht. In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi.